Bevor es gleich weitergeht mit Teil 3 von Jeck aus dem Wohnzimmer, möchten wir zwei erst einmal Danke sagen. Lappes und Rickes sagen Danke an ihre zwei Doubles. Denn wir können seit Wochen nicht mehr vor die Türe, da einige Dienstleistungen im Moment nicht angeboten werden. Was bin ich froh, wenn morgen am Montag die Friseure endlich aufmachen. Das sage ich dir. Ich sage nur Ponystutzen. Ponystutzen? Ponystutzen? Hör mal, was macht so ein kleines Pferd denn mit Fußballsocken? Nein, hier, so geht Ponystutzen. Oder wenn ich schon dran denke, wenn morgen vor den Friseuren die ganzen Frauen in Schlange stehen werden, um eine neue Föhnwelle zu bekommen. Hör mal, was ist eine Föhnwelle? Föhnwelle ist in unseren Breitengraden, wenn man mit einem Heißluftgerät die Haare in Form bringt. Komisch. Ich kenne das nur als Kind, wenn wir mit den Eltern in Österreich in Urlaub waren. Und da kam so ein heißer Wind von Italien rüber. Ne? Da fandst du auf dem Radio, genau hier zwischen Langwelle und Ultrakurzwelle, mittendrin fandst du eine Föhnwelle. Ach, du bist unglaublich. Aber noch unglaublicher ist mein Nachbar, der Franz. Der geht morgen zum Friseur wegen einem Pottschnitt. Pottschnitt? Ja. Ich sag bloß, der fährt extra bis zum Ruhrgebiet für die Haare schneiden zu lassen? Doch nicht der Pott. Ein Pottschnitt. Ach so. Nee. Wirklich? Der sitzt auf dem Klo, während der Friseur die Haare schneidet? Nein, auch nicht. Und bevor du jetzt fragst, es handelt sich auch nicht um einen bekifften Friseur, der zur Schere greift. Pottschnitt. Ja, wie geht denn so ein Pottschnitt? So. So, und jetzt viel Spaß mit Jeck aus dem Wohnzimmer Teil 3. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch zusammen. Jeck aus dem Wohnzimmer, Lappes und Rickes und ich, der Spätzünder, darf dabei sein. Ich habe mir auch ein Sommertrikot angetan. Lurdensee, schön mit Aufnäher drauf und Gestick und so. Ja, wie ihr seht, habe ich mich verkrümelt. Ich bin gerade nicht mehr im Homeoffice. Ich bin jetzt bei mir im Auto. Bei uns daheim ist Stöb. Das fing damit an. Wir haben Probleme in der ganzen Corona-Krise. Lurdensee. Wir haben eine Haarschneidemaschine. Und uns Coiffeurin ist meine Frau. Und die kann ein Frisur. Die he. Und so sind bei uns jetzt alle us. Selbst meine Tochter hätte einen Fehler gemacht. Hätte gesagt, Mama, ich möchte Haargeschnitte haben. Ja. Die ist jetzt wie so ein Katz. Die traut sich nur noch nachts aus dem Zimmer, ist jetzt. Und geht wieder zurück. Ich habe sich 14 Tage nicht mehr gesehen. Also, ganz schlimm. Jetzt wollte ich jetzt im Jade tun. Ein bisschen Blümscher pflanzen, bin ich bei uns in der Baumarkt gefahren. Was sage ich euch? Ein Schlang auf dem Parkplatz, das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Riesenlange Schlange. Als ich noch 1,5 Stunden endlich an der Tür, an dem Security-Mitarbeiter stund, kam ich mir für wie früher in der Disco. Wenn der Türsteher gesagt hat, komm rein, Jung.
Das war genau das Feeling, als der Kerl am Baumarkt mit dem Kopf genickt hat und ich dooferin. In der Pflanzenabteilung von dem Baumarkt, da wird dann nix. Bin ich bei so einem Verkäufer, so eine aale Kölsche, der saß da. Sag, Jung, hören Sie, ich hätte ja ein paar Blümchen, hast du nicht irgendetwas für zu pflanzen für mich? Nee, sagt er, war nix mehr. Ich sag, mein Gott, dann tun wir doch jetzt Äd oder so. Nee, sagt er, war nix mehr, lodisch da oben, hier ist nix mehr. Ich sag, was hat ihr dann noch? Ja, sagt er, wir haben durchgehend geöffnet. Ich sag, ja, das macht doch keinen Sinn, schließt doch die Wut auf, jankt noch Huss, wenn du nichts zu verkaufen hast. Nee, das geht nicht, sagt er. Ich sag, warum? Ja, sagt er, wir haben geschlossen. Ich stand direkt mit Frau angerufen. Ging das natürlich wieder nicht an das Telefon. Han ich deren WhatsApp geschrieben. Warum nimmst du nicht ab? Ja, und jetzt haben wir da Ärger zu Hause. Ja, Hallöchen. Ihr könntet wahrscheinlich schon sehen, wir sind Buddelrü und wir grüßen euch auch aus dem Jecken-Wohnzimmer. Ja, ein bisschen um die Zeit im Moment. Für uns ist es auch ein bisschen langweilig. Aber wir wollen dazu beitragen, dass es euch nicht langweilig wird. Darum singen wir euch jetzt ein Liedchen aus dem letzten Jahr. Und das ist wirklich für diese Zeit geschrieben. Man soll es nicht glauben. Aber wir hoffen, dass in kürzester Zeit alles wieder gut wird. Dass wir zusammen auch schnellstens am 11.11. Fastenlaufen feiern und dass wir euch alle wieder in der Arm nehmen können. Also für euch von uns alles wird gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Schon früher hätte doch Papier gesagt, es ist alles gut, was glänzt. Und im Leben hast du dir so manche Schrank. Dann wollte man nicht schlafen, und doch mit allem hat recht. Und dann der Zunge bis, wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. So manchen Tag doch fühlst du dich, als würdest du am Ende. Doch dahinter brennt für dich ganz kleinlich. Du hast den Kopf mit Hangen und schon wieder du bist nicht, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Du kannst dich im Beste anders suchen, oh, oh. Denn obwohl es geht uns wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut, oh, oh. Alles wird gut, oh, oh. Und wenn das Leben dir nicht mitspielt, dann wird alles wieder gut. Alles wird gut. Bleibt gesund und macht gut. Tschö. Hallo liebe Zuschauer, ich glaube, ich kriege ja echt langsam die Corona-Krise, muss ich ehrlich sagen. Man weiß auch nicht mehr, was man tun soll bei der ganzen Quarantäne den ganzen Tag. Ne? Naja, aber du könntest ja Fernsehen gucken. Ach, hör mir auf, die haben nicht mehr mit Publikum mittlerweile, ist fürchterlich. Naja, aber ich hab da letztens eine Sendung gesehen, ne? Und da musste ich direkt an dich denken. Da dachte ich, da kannst du ja mal deinen Kontostand was aufbessern. Du suchst was Altes im Keller und dann verkaufst du es später bei Bares für Rares. Ach Lena, komm, da wollte doch Oma schon mit ihrem alten Schätzchen hin. Echt? Glaubst du wirklich, sie bekommt doch noch was für Opa?
Nicht mit Opa. Obwohl, da wird man ja wenigstens wieder öfter in die Eifel fahren. Warum? Ach, der wird doch bestimmt vom Waldi gekauft. Die treu dem Motto. Ach, ich habe jetzt 80 € für der alte Brühl. Naja, aber ansonsten ist Opa ja noch ganz fit. Ich war letztens mit ihm im Supermarkt einkaufen. Kennst du da für Kinder die Quengelware an der Kasse? Ja, Lena, komm, du meinst die kleinen Schokolädchen und Haribos, die da geht, ne? Genau. Und weißt du, was für Opa Quengelwaren sind? Die kleinen Schnapsflaschen. Ach komm, die kauft er doch im Leben nicht. Ja, da hast du recht. Die trinkt er sofort, weil er denkt, das sind Tester. Aber wusstest du, dass Bares für Rares eigentlich von Helene Fischer moderiert werden sollte? Von Helene Fischer? Ja klar, die kannte sich so aus mit Silbereisen. Aber das war's von uns. Wir hoffen, ihr bleibt gesund. Ja, und weil man ja bei den ganzen Regeländerungen im Moment nicht mehr durchspielt, haben wir jetzt die wichtigsten für euch zusammengefasst. Viel Spaß. Und? Hast du den Nachverkauf erledigt? Ja, Gott sei Dank, ich habe den allerletzten bekommen jetzt. Nicht. Bin eine Sekunde weg. Ja, mach du mal kurz weiter. Ja, mach du mal. So, hier. Ah, was? Boah. 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 Ich gehe einkaufen. Brauchst du noch was? Och nee, lass gut sein. Denk dran, die Maske anzuziehen. Ne? Ja klar, habe ich schon an. Liebe Freunde von Jekos im Wohnzimmer, heute ist wieder eine neue Staffel und wir haben immer noch Corona. Und wir müssen immer noch zu Hause bleiben. Und wenn das so ist, kann es eben ja schon schnell passieren, dass man mit seinem Partner oder mit seiner Partnerin Knies kriegt, wenn man sich auf der Keks sieht. Und dass man dann an zu schenken fängt. Und genau für so eine Situation haben wir uns überlegt, oder mögliche Liedchen für singen, wo ihr schöne Schimpfwörter lernen könnt. Und da wird euch Kinder drauf böse sind, wenn ihr die anwendet. Für euch eine Kölsche expliziert. Der Kölsche expliziert, das ist ein Spruch zu ihr. Das Schönste, was man tippt, oder zu hören kriegt. Die Mulde wird geschwart, das ist ein wahrer Staat. Die Dinge ist so schön, wie Kölsche Tön. Zwei Fuhlen habt ihr Knies, wenn etwas auf verbies, dem anderen auch mit noch, wer grad im Platz mit da. Die Straße, die war je eng, so kommen in die Ränge, da fing das Schenken an und hielt sich dran. Hanakerin, fit oder Kiel, du Schäge blöd, komm in Zivil, du Klüte, du rüber's Kran, du arme Stock, wie streng, so lang, was offene, du Lapperitz, du kalten Brenner, Jeckel willst. Ich wünsch, dass du ne Kränge kriegst, du bist erboren bis. Und Martal ist bekannt, als Hochschule im Land, für Kölsche Töne und Art, die dort parate macht. Des Morgens in der Früh, da jeden los Jochee, mit Schengen und Radau, wie Mann und Frau. Oh, ist das Pummellies, der Schell mit dem Kies.
trinken, kann Schengen auch verfinden. Oh doch, das Leppenbill, das hält dem Mund nicht still. Ein Jod als Wurf geschoss, schon jede los. Du Fuß, Zitronen, du Maxi Schrott, du Halle verdrückt den Ehrenmann, du Dusselier, du Blutegott, ich rannte durch das Wohnzimmer, du selber stößt, du Lümmelsjahr, komm nicht an meine Kamera, sonst sieht man noch der Öllichen, du fiese Zümbeln. Das Schönste ever ist, ganz sicher ungewiss, wenn in der GPS zwei Frauen sind verhasst, so wohnen beieinander und wählen hat gemein, von ewig der Nöl, wie Norbert Spöll. So sind die Katz und Hund, haben Ohren auf der Zunge, bejehren sich die zwei, dann gibt es keiner rein, das stinkt oder denn, dem Augen gekremmt, schnapp sich der Plümpen Angst, los jede Tanz. Du dreckig Spieß, du Schruntekopf, du hast die Wagen aufgestoppt, du krumm gestellt, du Halle für Hand, was ist der Millionen, ja, du Käsemüll, du Lübenzwieb, du hast noch Löffel Politik, du bist dafür so puddelig, komm her, ich blöcke dich. So hätt uns Kölsch gesprochen, der Ostrück noch genug, die mir auch eifrig dann, wo bringen wir an der Mann? Doch nimmt keiner krumm, das wird uns doch zu dumm. Das sind doch kölsche Töne, das ist doch schön. Und noch im Fastenlehren, da kühlt uns Spruch zu Ehren, da kriegt man ganz apart, jetzt für die Schwarze sagt, wenn uns das schon noch passt, drum sind wir nicht verhasst. Was denk du fiese Zunge, wie Jolz springt's jung. Du bist von euch schon fiese Kran, du hast mit dir da abgemacht, Mann, du hättest noch Hölzer, Bucht und Riss von mir, du Muli, du Schäden, du das Winkerling, du Unterfüllung. Trotz allem rufen mir ganz brav Allah, der kölsche Graf. Tschüss zusammen, bleibt gesund. Ja, vorige Woche am Samstag war ich froh, dass ich endlich noch nach Eichwille fahren konnte. Bin eine Bezerierin. Sag die Verkäuferin, ich hätte ja 500 Gramm frische Hax. Kickte mir, jetzt führen wir nicht. Sag ich, da hätte ich ja einen großen Schenkelwurst. Kickte mich vom A, jetzt führen wir nicht. Sag ich, bei mich das okay, Steff, alle guten Dinge sind 3. Sag, ging hast du ein Stück zum? Ja, seid selbstverständlich. Ich sah da leck mich am Arsch. Ja, einen haben wir noch für euch. Und das Liedchen haben die Blackfoes vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Das passt wunderschön in die Zeit, weil der eine oder andere jetzt vielleicht auch allein daheim sitzt und will mit einem anderen ein Bierchen trinken. Geht einfach nicht, weil wir ja doch irgendwie Kontaktsperre haben. Und ja, wir haben das Lied für euch mitgebracht. Bringt doch eine mit. Der arme Mann steht für der Wirtschaftstür, der so jämmernd seine trinken lädt. Doch er hat viel zu wenig Geld, solang er auch zählt. In der Wirtschaft ist die Stimmung los. Er will keiner, so der alle Mann. Doch da kommt einer mit dem Bier, sprich einfach an. Trink doch eine mit, stell dich wieder so an. Du stehst hier die ganze Zigarre. Hast du auch gegessen, das ist ganze Jahr. Trink doch mit und kümmere dich nicht drum. So mancher sitzt vielleicht allein zu Hus
der so jemals wieder lachen wird. Ganz heimlich da war hin oder gut, einer zu ihm bring doch eine mit, stell dich nur so an, du stehst in die ganze Zigarre. Hast du hochgejält, das ist ganze Jahr, trink doch mit und kümmere dich nicht drum. Trink doch eine mit, stell dich nur so an, du stehst in die ganze Zigarre. Hast du hochgejält, das ist das ganze Jahr, trink doch mit und kümmere dich nicht drum. Ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 ja, la, 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 la. Trink doch eine mit, stell dich nur so an, du stehst in die ganze Zigarre. Hast du hochgejält, das ist ganze Jahr, trink doch mit und kümmere dich nicht drum. Ist doch wahr, ne? Jetzt grad, wo die Pens so lang daheim sind und nicht mehr in den Schuljern, wissen wir mittlerweile als Ältere, das Problem in der Schule waren nicht der Lehrer. Das steht jetzt fest, ne? Mein Pens sind ja total bekloppt, mein Große sagt für mich, Papa, ich werd hier noch irre, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin. Ich glaub, wenn das mal vorbei ist, da brauche ich eine Delfintherapie. So jung, luren sie im Kühlschrank. Da steht ja das Rollmöps. Da kannst du doch jetzt ein paar ausrollen und des die dann strichele. Delfintherapie, die sind alle bekloppt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Abend bei den zwei im Wohnzimmer. Passt ob, halt zusammen, blieb gesund, steckt euch nicht an und wir schaffen das irgendwie, wir kommen da drüber und dann sind wir uns auch wieder in der Realität und kriegen jetzt eine Lache. Bis dahin seht euch eure Spätzünder, auf Wiedersehen. Ja, liebe Freunde von Jeck aus dem Wohnzimmer, an dieser Stelle möchten wir uns noch bedanken bei all denjenigen Künstlerkollegen, die bis jetzt dieses Projekt für euch unterstützt haben und ihre Videos geschickt haben. Danke, danke, danke. Und wir möchten auch daran denken, an die Leute, denen es durch die Krise momentan finanziell nicht so gut geht. Es gibt ja viele, die betroffen sind, Leute aus der Reisebranche, Leute, die Kurzarbeit haben, viele Künstlerkollegen, die leider jetzt nicht auftreten können und auch kein Geld verdienen und natürlich die ganzen Wirte und Gastronome, wo wir nicht hin dürfen momentan. Wir möchten die alle grüßen und besonders möchten wir grüßen die Wirte unseres Vertrauens in Eschweiler, in Köln, in Bensberg. Wir können nur eins sagen, wenn alles wieder aufhat, wir kommen zu euch, wir trinken das Doppelte, natürlich zum halben Preis. Ja, und für die alle Male ist dieses Lied geschrieben, was nämlich jetzt kommt. Und das ist von einem geschrieben, einem Kölner Urgestein. In Köln nennt man ihn FM oder der Hot. Franz Martin Williziel, jahrelang Mitglied bei der Höhnern, hat die Höhner sehr geprägt damals bei der Köln-Fraktion. Und jetzt mit seiner eigenen Band Schmitz unterwegs, hat viele, viele Lieder geschrieben, ein sehr kreativer Kopf. Hat vor Jahren mal ein Lied geschrieben. Und der hat auch eine sehr kreative Familie. Nämlich seine Frau und seine Töchter sind dann auf die Idee gekommen und haben maßgeblich daran mitgearbeitet, dieses Lied aktuell zur jetzigen Zeit zu vertonen. Und nicht nur das, ganz viele Künstlerkollegen haben ganz spontan zugesagt, auch an diesem Projekt mitzuwirken. Guckt euch an, es geht los. Nix im Bügel, er war alljo trop.
Nix im Bügel überall jo Trop. Ein rote Nas und Jeg im Kopf. Nix im Bügel überall jo Trop. De Tische leer und aufgebrannt. Stand mal heim im Rücken an der Wand. Coronavirus regiert Land, haben wir so noch nicht gekannt. Tristropf, was kostet die Welt? Wir waren nur noch auf das Überbrückungsgeld. Der letzte Euro auf der Kopf geklopft. Nix im Bügel, überall jo Trop. Sing! Nix im Bügel, überall jo Trop. Wir haben Nix im Bügel, überall jo Trop. Ein Rudelnas und Jeg im Kopf. Wir haben Nix im Bügel, überall jo Trop. Uns Kanzlerin sagt, es wird alles gut. ja ha ha ha, da lachst du dich kaputt. Finanzlotpartien sind nicht gestoppt. Sagen jo Nix im Bügel, überall jo Trop. und wir singen ja ja Ja, ja, oh ja 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 oh ja, ja, ja. schalalala Schalalala. Nix im Bügel, überall jo Trop. und wir singen Nee, 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 nee. Wo ist der Rettungsschirm? Wo ist der Rettungsschirm? Nix im Bügel, überall jo Trop. Und wenn wir lang genug geklüngelt haben, Gucken wir dann alle im Himmel an. Petrus lag und sagt, oh, Kudero, Wir haben jo nix im Bügel, überall jo Trop. doch hier ist Noch lang nicht Schluss. Wir schaffen das Museum, damals oder Russ. und so schnell rächt uns nix mehr um. Lieber arm und glücklich, als reich und bekloppt. Nix im Bügel, überall jo Trop. Wir haben Nix im Bügel, überall jo Trop. Ein Rudelnas und Jeg im Kopf. wir haben Nix im Bügel, überall jo Trop. nix im Bügel, überall jo Trop. Nix im Bügel, überall jo Trop. Ein Rudelnas und Jeg im Kopf. Nix im Bügel, überall jo Trop. Nix im Bügel, überall jo Trop. Wir haben Nix im Bügel, überall jo Trop. Ein Rudelnas und Jeg im Kopf. wir haben Nix im Bügel, überall jo Trop. Nix im Bügel, überall jo Trop. oh ja, Nix im Bügel, überall jo Trop. Tag zusammen, hier ist euer Tuppes vom Land und ich grüße euch ganz, ganz herzlich hier quasi aus dem Homeoffice. Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe allmählich den Verdacht, es wäre ganz günstig, wenn die Schule mal wieder so richtig losgehen täte. In den letzten Tagen lag ich nachmittags mit meinem Kind auf der Couch, wir haben uns durch die Programme gezappt, landeten beim Norddeutschen Rundfunk und es lief eine Reportage über die Hamburger Reeperbahn. Nachmittags wohlgemerkt. Und da fiel der Satz, die ehemalige Floristin arbeitet jetzt als Prostituierte. Ja, da guckt mich mein Kind an und sagt, Papa, was ist denn eine Floristin? Also, es sind merkwürdige Zeiten. Und ich habe den Eindruck, die Menschen sehnen sich im Moment wieder ein bisschen danach zurück, so wie es früher war. Und das bringt mich zu einem Text aus der vergangenen Session und den möchte ich euch ganz gerne nochmal in Erinnerung rufen. Der ging nämlich so. Die Oma hat es schon immer gewusst. Verschwendung ist Sünde und völlig bestusst. Und was sie damit meinte, das wurde einem klar, wenn man samstags beim Baden der Letzte war. Die Oma sagte auch immer dann, zieh dir einen frischen Ungerwurz an,
und fügte immer hinzu gewiss, man weiß ja nie, falls mal wat is. Und da fiel mir immer nur zu ein, wie meinst du dat, wat soll denn sein? Und darauf hat sie dann immer zu sagen gewusst, falls du mal unverhofft in das Krankenhaus musst. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es bis heute nicht kapiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert, dass der Doktor sagt am Behandlungstisch, wir können nichts mehr tun, der Putz ist nicht frisch. Der Oma hat das nicht interessiert, hat mich stattdessen komplett irritiert, als ich ihr nämlich kurz und knapp meine erste Freundin vorgestellt habe, war das Erste, was sie sagte dann, zieh dir einen frischen Ungerbutz an und fügte wie immer hinzu gewiss, man weiß ja nie, falls mal was ist. Und wieder fiel mir da nur ein, wie meinst du das, was soll denn sein? Und darauf hat dann die Oma gesagt, wenn in euch das Feuer der Liebe entfacht und in euch lodert flammende Glut und ihr euch nackig ausziehen tut, dann muss jeder richtige Mann auch ein frische Ungerbutz haben. Doch am Morgen danach war ich völlig frustriert. Für mein Butz hätte sich kein Sau interessiert. Ja. Lebglückscher, madisch Spaß und madisch Freud, Corona dauert kein Ewigkeit. Bewahr dich et Hetz rechte Fleck, denn et güt die Zick, da sind wir all wieder jeck. Lass bis dahin der Mond nicht sinke, dort ab und zu ein lecker Bierchen trinke und dort all die Gölsche Lädscher singe und beachtet für allem auch die ganz kleine Dinge. Ruft 11-mal am Tag mit voller Courage, Coronavirus leggen's am Arsch. Dann gilt am eng für uns all die Devise, wir kommen mit Power gestärkt aus der Krise. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, euer Tuppes vom Land.
Gekommen, die Haare schlagen aus. Ab morgen wird's besser, Friseure machen auf. Ja, liebe Freunde von Jeck aus dem Wohnzimmer, das war's wieder von heute. Danke fürs Zugucken und wenn es euch gefallen hat, ihr könnt das liken, ihr könnt es kommentieren, ihr könnt es teilen. Schickt uns Bilder, die ihr vielleicht dabei gemacht habt. Wir freuen uns über alles, wenn es euch gefallen hat. Und dann nächsten Sonntag geht weiter mit Folge 4. Wer genau dabei ist, wissen wir noch nicht. Es haben sich viele angesagt, die noch kommen werden. Das Klimpermenschen, Thomas Küpper, das Agnes Kasulke, das Pfingströschen, der Einal Eschweiler, der Halunke, der liebe Jung. Ich weiß nicht, wer noch alles kommt. Also, bis nächsten Sonntag. Tschüss zusammen. Wenn et nicht mir für an geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsens steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng, nicht mehr lang, bis da de Zünsche wieder schien, mit die Ruhe bis auf die Zähne.